Mr. Science, ich hätte lo echt an enger Klinik oder eventuell an engem Schlöchthaus gesehen für iwwer Blut zu schwätzen. Me wat müssen da lo an der Zentral von de städtische Busse? Ja, das System von den städtischen Bussen, das funktioniert ungefähr so ähnlich wie der Blutkreislauf an unserem Körper. Und hier auf dem Schema seht ihr, wie die Busse durch die Stadt hin und her fahren und ganz eifrig Leute hin und her transportieren. Ja, me wat hat dat da lo mat Blut zu tun? Ja, Bussen als wie als Blut ein Transportmittel. Bussen transportieren die Leute von da, wo sie herkommen, auf ihr Arbeitsplatz, und Blut transportiert Sauerstoff bis bei Zellen, da, wo sie gebraucht gehen. Ah ja, effektiv, ein bisschen ähnlich geht tun die zwei Systeme schon. Ja, an meinem Experiment von Haut holen wir mein Transportsystem von meinem Körper in die Lupe und da gucken wir, was da alles so transportiert wird und was denn so kann rausholen. Ah, okay, Blutspendzentral, lo hast du mal ein Lien do. Jede Joseph Blutspende kann muss hin aber allkeier so kleine Questionnaire ausfüllen, für das Doktoren die wat allmählich ustechen Krankheit an Risiken, die man Joseph singem Blut verbunden sind, informiert sind. Ja, weil Blut das geht ja gespannt, für Dono einem anderen Patient bei einer Operation zu vergehen. Und ich will dem ja auch kein krank Blut geben. Ah, fährst du nicht? Nee, die Madamen hier, die machen das ja ziemlich oft. Ich meine, ich gucke aber lieber nicht so viel genau dahin. Für dich gehen aber noch ein paar Typen mit Blut aufgefüllt, die am Labor analysiert gehen. Blutspend selber dauert bei Mr. Science just 5 bis 10 Minuten. Nur der Zeit hat Joseph einen halben Liter Blutmanner. So, wie kriegst du das dann Lore Mosat? Meine Blutzellen die gehen permanent am Schankgemurch erneuert. Und das dauert 2 bis 3 Wochen, bis es ganz normal ist. Mir werde ich für allem verloren, wenn das flüssig geht. Und dann gehe ich mal zu machen. Ma ja, dann erholt dich aber nach einem Moment, weil es sollen sich schon nicht zu viel anstrengen. An meinem Körper sind ungefähr 6 Liter Blut. Davon ist ein bisschen mehr wie täuschend Blutplasma. Das besteht hauptsächlich aus Wasser und das ist so ein Verdünnungsmittel. An dem Plasma schwammen in anderem Zucker, Salze, Hormone und ganz wichtig auch noch Antikörper für unseren Körper für Viren und Bakterien zu schützen. Ein anderen Hauptteil vom Blut, das sind Blutzellen. Hier haben wir die rot, das sind die Sauerstoff transportieren. Dann haben wir hier noch die weißen Blutkörperchen. Die sind da, für uns gegen Viren und Bakterien zu schützen, und auch mal Antikörper zu produzieren. Und die letzte Gruppe von Zellen, das sind Plaketten. Und die stoppen die Löcher, wenn wir uns geschnitten haben. Und das alles hast du rausgeholt, Krit? Nee, just ein Teil. Und was da geschieht, das kann ich mal angucken. Am Labor gehen Blutsäcke gefiltert und dann geschleudert und an hier Bestandteile zerlöscht. Entschuldigt, wo ist denn hier mein Blutkonserv? Da könnt ihr nur mit dem EBC-Code, mit dem Barcode nachgucken. Mit das ist ein bisschen viel Arbeit, weil das meist ist alles anonym für uns Donneure. Hier an diesem Filter gehen die weißen Blutkörperchen aus der Blutkonserve rausgefiltert. Das ist, weil an den weißen Blutkörperchen da könnten eventuell nach Krankheiten dran sein. Und dafür ist es mehr sicher, wenn man die rausholen. Die Plasma-Plaketten und die Rotblutkörperchen gehen getrennt konserviert, wobei Plaketten ganz sensibel sind und zum Beispiel die ganze Zeit in Bewegung bleiben müssen. All die Poschetten, die hier dran sind, die sind bereit für Bluttransfusionen. Und auch der Plasma. Ein Teil vom Plasma, die geht aber noch weiter verarbeitet, weil da sind nämlich Antikörper dran. Und am Plasma von meinem Blut, zum Beispiel, da sind Antikörper gegen Hepatit B. Wie kommen die dann da dran? Naja, ich habe da geimpft. Nach einer Impfung bilden die weißen Blutkörperchen Antikörper gegen Hepatit B und die bleiben dann am Blut dran. Und das Antikörper schwammen noch immer am Plasma und daraus können sie dann noch rausholen. Genau. Und da gehen dann das Medikamente zum Beispiel gemacht. Und das Medikamente kriegen Patienten in Notsituationen, die das Antikörper nicht haben. Das sind also Medikamente, die vom Mensch gemacht sind. Das ist genial, ne?
Schon erstaunlich, weil das Blut alles kann. Ja, Blutspend, da das nicht nur Blut aufzappen an einem anderen gehen. Mit enger Blutspend kann richtig viele Leute helfen. Am mein nächste Rendezvous heute, also in 3 Monaten, vielleicht gesehen wir es ja.